Grüß dich zurück zu Mass Effect 2. Wie du siehst, wir sind hier in der Karte. Ich weiß nicht, was wir jetzt als nächstes angehen. Es gibt ja nichts zu tun, gell? Und, wie ihr sehen könnt, ich habe hier einige Anomalien aufgedeckt. Genau. Dann haben wir noch die Ersatzteile für die Normandy zu holen. Und dann haben wir noch dieses Kroganer Sushi hier auf der Zitadelle. Genau. Das werden wir aber mal abarbeiten. Das werden wir später mal abarbeiten. Sagen wir es mal so. Ich hätte nun Bock. BZW. Wir werden uns nun auf eine etwas längere Reise begeben, habe ich so die Vermutung. Ich reise mal hier in den Halbmondnebel. Da gibt es einige Missionen, die vielleicht nicht uninteressant sein könnten. Die befinden sich alle hier auf Ilium. Genau. Ich war in der Zwischenzeit wieder unterwegs und habe uns einiges an Dingen rangebracht. Du weißt eh schon welcherseits. Und kurzen Augenblick. Ich möchte dir was zeigen. Während ich so herumgestreift bin und wieder Material für uns herangefarmt habe, dass wir genügend haben, ist das hier aufgeploppt. Prototypen. Jack, biotischer Schaden. Jack erhält plus 20% biotischer Schaden, das werden wir natürlich machen. Kurzen Augenblick. Waffen-Upgrades haben wir nichts. Panzerung, biotische Abklingzeit. Ja, na dann. Was da machen wir dumm? Wir können alles benötigen. Im prinzipatorischen Prinzip. Und dann haben wir hier fortgeschrittenes Training. Kräfte neu ausbilden braucht man nicht unbedingt. Durch intensives Training kann Shepard eine einzige Bonuskraft erlernen. Durch Rekrutieren von loyalen Gruppenmitgliedern werden weitere Kräfte für Shepard verfügbar. Shepard kann dieses Forschungsprojekt mehrfach durchführen. Nach jedem Abschluss wählt Shepard eine neue Bonuskraft aus und alle bereits vergebenen Punkte werden auf die neue Bonuskraft umgelegt. Spezialkräfte, Gruppenmitglieder. Wandelt absorbierte biotische Energie in einen erhöhten Schaden um. Ja, das könnten wir eigentlich probieren. Wir sind ja eh sehr flexibel. Flexibel wie ein Gummiband. So. Grant wirkt ziemlich aufgeregt. Sie sollten mal nach ihm sehen. Oh. Was hat er denn, der kleine Krantige? Da ist er. Ich glaube Steuerbord oder... Nö. Krantiger, wo bist denn? Nein, da. Da ist er. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Sie haben keine Idee. Sie sind ein Kroganer. Sie haben keine Idee. Das könnten wir beide machen, eigentlich. Im Prinzip ist er ein Kroganer. Reine Kroganer sind vielleicht aggressiver als normal. Ich halte das nicht für eine besonders bemerkenswerte Veränderung. Mir egal, ob das normal ist. Ich fühle mich jedenfalls nicht so. Ich bin das nicht gewöhnt, diesen Lärm. Ich will Kontrolle.
Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Ah. Wir fragen einmal die Edi. Die ist relativ neutral. Schauen wir mal. Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Ach jo. Der gute Grant. Jupp, da musst du richtig aufpassen, weil der hat jeden Tag einen Grant. Naja, der blödes Wortspiel. Gut, aber wir machen zuerst trotzdem... Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, danke, Kelly. Galaxiekarte öffnen. Wir werden... Warte mal kurz. Jetzt bin ich gerade auf was draufgekommen. Hauen wir nicht auf Tuchanka A2. Wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Wir verabschieden uns jetzt hier in den Halbmondnebel auf Ilium. Da haben wir einiges zu tun, wie du siehst, gell? Die Justikarin rekrutieren, den Attentäter rekrutieren, Miranda helfen, Liara Intel übergeben, keine Ahnung. Wir werden jetzt mal Ilium machen, danach Tuchanka und dann werden wir mal eine kleine Episode einlegen, wo wir die Nebenmissionen abarbeiten, gell? Und der Rest ergibt sie. Ilium ist eine klassische Gartenwelt, erschlossen als Umschlaghafen zwischen den Terminus-Systemen und den Asari-Republiken. Um diesen Handel zu ermöglichen, wurden die üblicherweise sehr strengen Gesetze des Ratssektors, was Produktsicherheit, verbotene Materialien und den Handel mit intelligenten Wesen angeht, gelockert. Offiziell ist Ilium keine Asari-Welt. Es wurde lediglich aufgrund von Geschäftsinteressen der Asari kolonisiert und wird heute von Asari betrieben. Rechtlich nimmt es damit die gleiche Stellung ein wie die Forschungsenklaven der Menschen auf Noveria. Teil 1, wenn du dich erinnerst. Ilium gehört zu den jüngsten Asari-Kolonien und entstand während der 7. Expansionswelle. Das erste auf dieser Welt geborene Kind erreicht gerade erst sein mittleres Alter. Die Welt ist heiß und sehr groß. Bodensiedlung ist nur in den höheren Zonen der Polargebiete möglich. In Äquatornähe wohnt die Bevölkerung in archäologischen Wolkenkratzern, um der Oberflächenhitze zu entgehen. Ich lasse das jetzt da mal kurz eingeblendet. Wenn du auf Pause drückst und das interessiert dich, kannst du das ja durchlesen. Wie du siehst, unsere Mannschaft wächst. 3 Charaktere fehlen uns noch. Und das wird noch relativ Eiter mit Eiter. Entschuldigung. Er ist ein Wützer. Hat sie ein Outfit? Nein. Ja, da kann's. Weißt du was? Wir nehmen den mit. Wir nehmen jetzt mal mit. Und den Grantigen. Ah ja. Ah ja, schau, da unten ist er. Warp Muni. Genau. Ich möchte mir, habe ich schon gesagt, 200 Adrenalinstoß. Er hat gut, nein, ich möchte mir das noch ein bisschen aufsparen. Genau.
Okay. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Ich war kurz besorgt. Warum kriege ich alles gratis? Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara T'Soni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Ach du Scheiße. Wisst was? Wir gehen einfach auch. Nos Astra. Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-Systemen sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Nichts unterschreiben? Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Wie du siehst, ich habe unseren Shepard etwas umgekleidet und ich habe den Helm entfernt. Das finde ich ein bisschen persönlicher. Sagen wir es jetzt einmal so. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Ja. Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei. Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Die meisten entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Aha, also auf gut Deutsch gesagt, es ist prinzipiell nichts anderes als wie Bewährung. Bewährung auf einer bestimmten Basis halt, ne? Liara. Sie sagten, Liara sei hier? Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Ach ja, die Liara. Attraktionen. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man in Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Ich hätte genug Kohle zum Ausgeben, Herrst du, Dirndl. Suche nach jemandem. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich Sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara T'Soni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Danke.
Wie hat sie geheißen? Edi. Mhm. Ich will gar nicht auf die Karten schauen. Ach du heilige Scheiße. Eternity Bar, Handelsebene, Erinnerungen an Ilium, Selbstverteidigung, Frontiers, Überwachungsbüros. Ich entschuldige mich jetzt nicht für die Länge dieser Episode, gell? Oder dieser Aufnahme. Das kann ein bisschen dauern. Ja. Wie gesagt, wir werden uns das jetzt einfach einmal in Ruhe anschauen. Genau. Shepard schwer bewaffnet wie eh und je. Ständig Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz? Da kann Ihnen Indentutech vielleicht helfen. Als führender Anbieter von topmoderner Zwangsarbeit liefert Indentutech vertraglich zugesicherte Arbeit für alle technischen Bereiche. Kontaktieren Sie Indentutech noch heute. Sie waren viel zu lange der Sklave Ihrer Angestellten. Sollte es nicht genau andersherum sein? Ja, das ist ein bisschen halt, ne? Na, Gott sei Dank ist das keine offene Welt. Ja. Gott sei Dank. Obwohl ich ja gestehen muss. Warte mal. Bis ich zu der Aufnahme komme zum Rendern, vergeht einmal ein paar Monate. Ich möchte jetzt aber trotzdem was probieren. Brennweite. Ich vergiss das sicher. Aber ist egal. Machen wir es so. Tiefenschärfe aus. Entfernung bla bla bla. Genau. Also ein richtiges bla 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 halt. Genau. Bewegungsunschärfe brauchen wir da eigentlich gar nicht, oder? Man erkennen tue da eh einen Schatz, ob das jetzt was geholfen hat oder nicht. Sättigung. Ich sterbe knallige Farben. Wir drehen das Ganze mal hoch. Bist du deppert? Eieieiei. Da kriegst du ja alles. Ah, das tut ja weh. Das Blooming schalten wir an. Blooming-Schwelle drehen wir auch an. Ja. UI verbergen. Geil. Na lässig erst da. Das ist ja wirklich lässig. Gut. Genug geschwafelt und geblödelt. Wir haben noch viel zu tun und wenig Zeit. Genau. Weil die Adelheid dabei schreit. Galaktische Nachrichten. Wow. Die Angst vor einer unkontrollierbaren Seuche in den Straßen von Omega hat sich gelegt, weil die Krankheit mittlerweile unter Kontrolle ist. Das war's? Naja. 25! Bei 25 verkaufen! Nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf. Komm schon, gib mir was! Ja genau, KIA. Du Hansch. Das soll mit einer Asari reden, das ist sie wahrscheinlich. Nee. Stoßen Sie Fertighäuser ab? Warum nicht? Habe ich nach Eden Prime auch gemacht. Konnte davon neue Exo-Anzüge für meine Kinder kaufen. Sie sind verrückt. Ach so, sie ist die Asari. Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Noveria? Jetzt sag aber, das ist das die Dings ist, die Schnüfflerin da, was uns geholfen hat, den einen Salarianer dingfest zu machen, wie man heutzutage so schön sagt. Ich höre zu. Wie lautet denn die Nachricht? Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der Ihren verbinden und unser Crescendo
wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen und Es freut mich zu hören, dass Sie wieder im Aufbau sind. Irgendwo in der Nähe? Die Rachni-Königin ist nicht hier. Die Nachricht ist eine der vielen Erinnerungen von ihr, die ich in mir trage. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni Ihnen ein Schiff gegeben? Nein, zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen und jeder hat eine Aufgabe. Was wurde aus den Piraten, die Sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Sorry, das grinst mir die ganze Zeit schon. Falls Sie ihr eine Antwort übermitteln können, sagen Sie ihr, dass ich ein Auge auf sie habe. Ich will nicht bereuen müssen, dass ich sie befreit habe. Das werden sie nicht. Frieden ist ihr einziges Ziel. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Egal, die zwei Abtrünnige können wir uns leisten. Gut, ja, wie du siehst, es gibt genug zu tun und ja, ich will gar nicht mehr drüber reden. Ceres Technology, wow. Stöbern. Hä? Oh. Oh. Ach du Heilige. Heilige. 90.000. Eieieiei. Und ich hab nur 187.000. 178.000. So, Entschuldigung. Quantengewinde. Universalwerkzeug verdoppelt das Zeitlimit für einen Umgehungsversuch. Oh mein Gott. Medigale-Kapazität. Oh. Weißt du was, wir kommen da im Laufe der Zeit noch mal her. Da ist nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Das sieht interessant aus. Gell? Da kommen wir später noch mal her, wenn ich wieder genug Knete habe. So schaut's nämlich aus im Schneckenhaus. Was haben wir da hinten? Ich suche nach den besten Tech-Upgrades. Willkommen. Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Das Zeug könnte nichts taugen. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales, aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Ja. Ich sehe mich mal um. Warte mal, jetzt schauen wir mal. Ja.
Darüber können wir doch glatt mal reden, Herst du. Weißt du was? Sei's drum. Was das wohl ist? Shepard, wir sagen nicht nein. Du willst ja permanent nur Geld ausgeben, du Truchen, du. Was ist da Die oben? Ausbreitung der Menschen hat erneut einen Rückschlag erlitten, denn ihre Kolonie auf Horizon wurde angegriffen. Der Rat hat versprochen, die Angelegenheit gründlich zu... Was ist da oben? Gefertigte Gebäudekomplexe hingegen können jubeln. Haben doch die Pläne für Entstörung... Ach du Scheiße. Sklavenhändler, wow. Junggesellenabschied lauschen. Wir finden... Schon okay. Ich überlege mir was. Sie haben gesagt, SynIQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tech brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Fragen wir mal zuerst, was da los ist. Haben Sie diese Quarianerin zu Ihrer Sklavin gemacht? Wir bevorzugen den Begriff Zwangsarbeiter. Bevor Sie vorschnell etwas unternehmen, sollten Sie wissen, dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat und dass Ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von SynIQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Warum hat sich diese Quarianerin zur Sklavenarbeit verpflichtet? Börsenspekulationen. Ich kann gut mit Zahlen umgehen und dachte, ich könnte dadurch unbegrenzt Geld verdienen. Ich habe alles verloren. Mein Kreditrahmen wurde gesperrt. Also habe ich mir illegal was geliehen. Den Rest können Sie sich denken. Als Teil unserer Abmachung habe ich Ihre Schulden beglichen. In 5 Jahren kann sie ein neues Leben mit ausgezeichneten Empfehlungsschreiben anfangen. Naja, na gut, Klingt gut. Außer Sie verlieren Ihre Unterlagen oder finden einen Grund, sie länger festzuhalten. Alle Verträge werden von den Behörden auf Ilium überwacht. In einem Fall, wie Sie ihn skizzieren, läge die Beweislast bei mir. Kein System ist perfekt, aber es gibt Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten. Wenn Sklaverei legal ist, warum versuchen Sie dann, die Quarianerin zu verkaufen? Ich selbst halte keine Arbeitsverträge. Ich bin Vertragsmaklerin. Ich hatte gehofft, SynIQ würde die Chance, einen fähigen VI-Tech zu kriegen, sofort nutzen. Aber sie haben mir nicht mal ein Angebot gemacht. behalten Sie sie? Was? Einen fähigen VI-Tech zu kriegen, sofort nutzen, aber sie haben nicht mal ein Angebot machen. Sklavenhandel ist also legal auf Ilium? Die Zwangsarbeit dauert eine vertraglich festgelegte Laufzeit oder bis bestimmte Voraussetzungen in beiderseitigem Einvernehmen erfüllt sind. Ilium muss sämtliche Verträge genehmigen. Es ist gesetzlich festgelegt, welche Einschränkungen und Strafmaßnahmen erlaubt sind und für welche Arbeiten ich sie einsetzen darf. Ich bin außerdem vor dem Gesetz für ihr Verhalten und ihre Gesundheit verantwortlich. Missbrauch ist streng verboten. Was haben wir da noch? Da war nichts mehr. Ich rede mal mit dem Vertreter von SynIQ. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich? Danke. Das wäre großartig. Ach Gott, oh Gott, ich sag das. Da haben wir uns wieder was einlassen. SynIQ-Vertreter, wo war der? Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt unterwegs sind. Und ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Dann musste ich ihm den Austausch von Körperflüssigkeiten zwischen verschiedenen Spezies erklären. Die Stimmung war natürlich im Eimer. Zumal du eine Quarianerin bist. Wie konnte er nur so unsensibel sein?
Interessant. Ich spüre den Hass in der Luft. Aber es wird nicht gekämpft. Als ob sie nicht wollen würden. Habe ich recht? Es kommt mir nämlich dumm vor. So viele Regeln und Worte, nur um zu verbergen, dass man was verbirgt. Dabei ist Kämpfen so einfach. Einfach den Typen erledigen, der auf dich zielt. Aber das kannst du ja nicht mal feststellen. Dämlich. Ich mag seinen Humor. Man hat er überhaupt einen Humor? Das kannst du nie so genau sagen. Mit dem Barmann will man jetzt nicht reden, obwohl das eine weibliche Asari ist. Nö. Warte mal. Jemanden, der dich anständig behandelt. Ich denke, ich werde wohl eine Weile mit niemandem mehr ausgehen. Nein, das darfst du nicht. Lass dir nicht von einem Menschen alles vermiesen. Es ist immer dasselbe. Oh, sie könnte krank werden. Sie ist verletzlich. Ich frage mich, wie sie wohl unter dem Helm aussieht. Du wirst schon jemanden finden, der dich so mag, wie du bist. Vielleicht sogar jemanden, der das gleiche essen kann wie du. Na bitte. Der sieht das ganz pragmatisch. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Sklaven, lalalala. Wollen Sie eine Quarianerin? Ich hoffe. Warte mal, jetzt kann ich wieder nicht rausgehen aus dem Gespräch. Ich hoffe, dass unser Vorbild Dingenskirchen schon so weit ist, dass wir diese Gespräche jetzt irgendwie schaffen. Würden Sie gerne eine bestens ausgebildete quarianische VI-Programmiererin einstellen? Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werde ich... Moment. Reden Sie von der Sklavin? SynIQ kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht uns schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Druckt, Sie haben Vorurteile. Es kommt mir so vor, als wäre SynIQ um seinen Ruf besorgt. Die Anstellung der Quarianerin würde dabei sicher helfen. Der Kauf einer Sklavin nützt unserem Ruf? Wie kommen Sie denn darauf? Kaufen Sie den Vertrag abzüglich der Gebühr für vorzeitige Freilassung. Dann lassen Sie die Quarianerin frei, beschäftigen sie weiter und pfänden als Abzahlung einen Teil ihres Lohns. Interessant. Wir stehen gut da, weil wir eine Quarianerin eingestellt haben und wir können sagen, dass wir aus Nächstenliebe Sklaven befreien. Also gut, ich lasse einen Vertrag aufsetzen. Das Direktorium wird sich in die Hose machen, aber wir brauchen dringend gute Publicity. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Ach ja, ich liebe diesen Charakter. Entweder den Vertreter von SynIQ oder die Sklavenmakerin. SynIQ hat gerade den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Kein Problem. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Mühen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln. Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Na bitte. Na bitte, jetzt haben wir es beieinander. Jetzt haben wir plus 2000 Credits. Ach ja. Jetzt schauen wir da mal zu. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Naja, gut. Ist halt schon blöd am Junggesellenabschied, was auf dem Tisch tanzend vor sich zu haben. Kenne ich aus. Nö, du sprichst den Gedanken jetzt nicht weiter. Nö. Ach ja, ich sag, das ist da drinnen. Die sind ja vor 10 Minuten auch gerade da gestanden. Naja. Dachte, Blasto, der erste Spectre der Hanar, würde sich an die Regeln halten. Doch ihm ist egal, ob sein Kühlkörper überlastet ist oder nicht. Er fragt sich lediglich, ob der kriminelle Abschluss... Da waren wir schon. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Hä? Scheiße. Shepard? Überall hieß es, sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt. Ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her.
Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlungen Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anoleis festzunageln. Gern geschehen. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anoleis geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert. Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Was bedeutet da? Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen, durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sie dazu überreden, Ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Ich wollte eigentlich weitermachen, jetzt komme ich mit deinen Scheiß nochmal weiter. Kurzen Augenblick. Da habe ich schon Arsch da. Und ja, dass du mal weißt, wie spät das gerade ist. Das ist die heutige Zeit und ja, schon wissen, ne? Warte mal, wie war die Aufgabe jetzt? Da. Den Tech-Händler dazu überreden, Schmuggelware vorzuzeigen. Das muss sie sein, ne? Haben Sie nichts Schickeres? Willkommen zurück. Nur damit Sie es wissen, Sie bekommen immer noch Rabatt und erfahren alles über besondere Waren, die Sie vielleicht interessieren. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parasini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Sind Sie überhaupt ermächtigt, den Plan zu beschlagnahmen, den sie verkaufen will? Nicht nötig. Hermia stand unter Verdacht. Und wir haben ihr fehlerhaftes Material geliefert. Das Ding würde lediglich direkt unter ihrer Nase explodieren. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Ja, Giovanni Trapattoni, ich bin schon da. Hermia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Echtes Gespräch dieses Mal? Sie machen das gerne. Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientiertes Praktikum. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen von Geheimnissen war ich immer spitze. Wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Was haben Sie jetzt vor? Recherche.
Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe und ich will sicherstellen, dass sie extern waren. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Naja, mit den riesigen Augenaufschlag wird sie das sicher bald sehen. Undercover-Arbeit. Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Aber es macht ihnen... Warte mal, haben wir da noch irgendwas? Na? Aber es macht ihnen Spaß. Tief im Innern macht es ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen. Deshalb sind sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen, mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. Ja. Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Naja, bitte. Na bitte, jetzt haben wir es beieinander. Kurz einen Blick bitte, jetzt habe ich ein bisschen die orientalische Orientierung verloren. Ist es da alles im selben Stock? Da müsste es Transportation, Shipping, Administratione. Ja, wirklich. Ja, ist er. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Nasana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns noch mal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Ja, du brauchst ihn nicht wiederholen. Nur weil ich wiederholt auf einen Knopf drück, du Eumel. Ich möchte... Wo bin ich da jetzt überhaupt? Transport und Fracht? Sag mal, bin ich blöd? Ich bin an Liaras Büro vorbeigelaufen. Aber das hört sehr interessant an. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Sie was brauchen, reden Sie mit der Verwaltung. Nö, danke. Das erinnert mich immer wieder an Passierschein A38. Aber wo ist Liaras Büro? Trading Floor. Transportation. Warte mal kurz. Dann ist die Liaras. Auf dem Aktienmarkt gehabt? Türmen sich die Schulden auf? Vielleicht sollten Sie sich anderen Optionen öffnen. Natürlich. Vertrau mir. Die Waren aus den Terminus-Systemen sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Genau Da ist nix. Gefährlich bedeutet... Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Firmensicherheit. Was für ein Leben. Regelmäßige Pausen, regelmäßige Gehaltschecks. Trotzdem ist es das nicht wert. Töten gegen Gehalt ist zu einfach. Ich muss für jeden Auftrag, den ich kriege, hart arbeiten. Das lässt mich meine Arbeit reflektieren. Mir ist nicht egal, wen ich jage, sonst wäre es doch nur ein Name auf einem Stück Papier. Ja, warum auch nicht, gell? Schiala? Reden wir mal mit, also... Ach du Scheiße. Shepard, Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Schiala. Wir haben uns während des Geth-Angriffs auf Feros getroffen. Saren hatte mich dem Turianer als Sklavin übergeben und Sie haben ihn getötet. Und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Wie geht's, Zeus Hope? Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut und konnten sogar verwertbares Material von dem Geth-Schiff bergen, das sie zerstört haben. Aber die Forscher von Exogeny wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Turianers haben sie mitgenommen.
Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Turianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Barrier Frontiers zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein, aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Können die Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen? Nein, aber sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Turianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Turianer-Opfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Sporen des Turianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Moment mal, Shyala. Sie waren doch nur grün, als der Turianer einen Klon aus Ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau, wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Turianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Turianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Turianer. Das alles ist beunruhigend. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Barrier Frontiers ist über das Problem informiert. Ach Gott, oh Gott. Auf was haben wir uns da einlassen? Officer Dara? Das ist sie, gell? Oder er, es. Nicht zu verzollen, weitergehen. Na bitte, nichts zu verzollen, weitergehen. Baumhausdecke gelangweilt sein. Habt ihr zwei Hübschen was? Nö. Arena. Ich habe Ihr Gespräch beobachtet, Mensch. Sie wollen sich über die medizinischen Verträge beschweren, die die Kolonisten von Feros unterschrieben haben. Sie gehen besser wieder. Ihr Leben ist kurz genug. Vergeuden Sie keine Zeit damit, mich zu belästigen. Was haben Sie für ein Problem mit Menschen? Nicht nur mit Menschen, mit den anderen auch. Salarianer und Turianer sind keinen Deut besser. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Ursuppe? Na, nein, aus! Vielleicht könnten wir andere Tests entwickeln, mit denen beide Seiten zufrieden wären. Wenn die Kolonisten die Vertragsbedingungen nicht einhalten wollen, hätten sie nicht unterschreiben sollen. Ich bin nicht dazu verpflichtet, ihren Wünschen nachzukommen. Wären Ihre Vertragsbedingungen genauso hart, wenn es sich um Asari-Kolonisten handeln würde? Asari würden sich um die Probleme kümmern, die andere Spezies verursacht haben. Asari wie meine Seelenverwandte, die beim Aufstand der Geth gegen die Quarianer ums Leben... Oder wie meine Töchter, die bei dem Geth-Angriff auf die Citadel starben. Eine arbeitete in der Botschaft, die andere war Empfangsdame bei der Konsortin. Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Aliens werden niemals meine Verbündeten sein. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Daten geben. Warum war Ihre Seelenverwandte auf der Heimatwelt der Quarianer? Sie hat die Quarianer studiert. Nicht ihre Technologie, sondern ihre Musik. Sie liebte ihre Kunst. Sie sagte, sie hätten alte Seelen. Meine Töchter haben das wohl geerbt.
Beide sprachen gern mit Leuten und waren an anderen Kulturen interessiert. Sie waren bestimmt wunderbar. Ihr Verlust hat die Galaxie ärmer gemacht. Ja, das stimmt. Wären die beiden mit ihrem jetzigen Verhalten einverstanden? Ich bin nicht... Ich habe nicht... Oh... Ich schicke einen geänderten Vertrag. Keine Tests mehr, keine Gebühren. Es gibt genug Schmerz in der Galaxie. Ich muss ihn nicht noch verstärken. Komm. Sternenkarte Nexus. Ja, das können wir uns ja gerade noch leisten. Ja, das können wir uns auch noch leisten. Hühlersnebel. Das können wir uns auch noch leisten. Ja, das können wir uns auch noch leisten. Also immer diese Kauflaune. Hast du die Sternenkarten bekommen? Ja, allerdings musste ich mich dabei mit Irinia befassen. Ich brauche jetzt erstmal eine Dusche. Was hast du erwartet? Sie ist ein Reinblut. Die sind alle so. Sternenkarte. Das müssen wir uns dann später mal anschauen. Sie haben es geschafft. Ich habe gerade die überarbeiteten Verträge erhalten. Danke, Shepard. Sie haben Zeus Hope schon wieder gerettet. Ich glaube nicht, dass ich... Ist das immer so? Dass die Probleme von gestern heute in neuer Form auftauchen? Kann nicht irgendwas einfach mal erledigt sein? Sie haben die Kraft, wirklich etwas zu bewegen, Shyala. Und die haben nicht viele. Sie haben recht. Sie haben die Kolonie gerettet und uns dadurch eine Chance verschafft. Ich kann Sie nicht im Stich lassen. Und das werde ich auch nicht. Danke für alles, was Sie hier getan haben, Shepard. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Irgendwann vielleicht. Wenn ich mal nicht die Kolonie organisiere und Sie nicht tun, was Sie ebenso tun. Ist euch was aufgefallen? Die Aufnahme dauert jetzt 50 Minuten und es ist noch nichts explodiert. Gut, Handelsebene. Du kennst doch diese neue Droge, die bleibende neurale Narben hinterlässt. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Was? Nein, ich kann nicht rein, weil es ein Tatort ist, alles abgeriegelt. Eclipse-Söldnerinnen, irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Das hört sich jetzt interessant an, Kurt. Und ich bleib dabei. Gott sei Dank ist das keine offene Welt. Kann man mit dir reden? Ich telefoniere. Ja, dann telefonierst halt. Mein Gott. Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Das sind eben die Terminus-Systeme. Alles ist gefährlich und alles steht zum Verkauf. Aber wo ist die Liara? Die muss da wieder aussehen. Ist zu Gast. Sie nennt sich Samara. Samara hat unsere Anfrage für ein Interview abgelehnt. Sie lässt uns also im Dunkeln darüber, welche Interessen eine Justikarin am Rand des Asari-Gebiets verfolgt. Dennoch sind die Ilium News stolz darauf, Ihnen einen Sonderbericht über die Geschichte und die derzeitige Politik dieser selten zu beobachtenden Gruppierung zeigen zu können. Interessant, interessant. Salarianer, der hat vorhin gerade telefoniert, das Schwendel. Wo ist die Liara? Die muss da irgendwo sein. Aber wisst ihr was? Mit der Liara reden wir dann in der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Baba. Spaß für die ganze Familie.